Kein Wunder, dass der Jonas immer nervöser geworden ist. So schwierig scheint es gar nicht zu sein. Glück? Anfängerglück? Ich glaube das einfach nicht. So viel Glück kann man eigentlich nur an seinem Geburtstag haben. Ich habe ja morgen auch Geburtstag. Schach. Das kann nicht sein. Es ist aber so. Und Schachmatt. In dem Moment sind der Ludwig, der Alex und der Miguel mit ihrem Velo anzubrausen gekommen. Was bist denn du für ein Mädchen-Schmöcker, Jonas? Du gibst dich mit einer bleichgesichtigen Squaw ab? Das ist ja eine aus dem Club der starken Mädchen. Und sie hätte keinen Helm an. Los, Krieger, die schnappen wir uns! Oh ja, genau. Sofort sind der Ludwig und seine Kollegen bei ihrem Velo gekumpelt und haben sich auf mich gestürzt. Mit aller Kraft habe ich mich gewehrt, aber sie sind stärker als ich. An den Armen haben sie mich festgehalten. Der Ludwig hat eine Schere genommen und hat sie am Jonas angehebt. Hey, Jonas, komm, du bist schon dran. Der Jonas ist mit den Händen in der Hosensäcke nur so da gestanden und hat den Kopf geschüttelt. Hey, was ist Jonas? Hey, hilf mir! Jonas, bitte! Hey, Jonas? Aber statt mir zu helfen, ist er einfach zu seinem Velo gegangen. Hey, Jonas, wo willst du hin? Ich muss jetzt gehen. So ein Spielverderber. Der Jonas ist aufgestiegen und davon gefahren. Dann bin ich von den anderen skalpiert worden. Ja, los, ab damit! Schnipp, schnapp, ab. Eine halbe Stunde bin ich am Morgentisch gesessen. Ich hatte Geburtstag, aber niemand hat mir gratuliert. Kein Geburtstagkuchen, kein Kerzchen, kein Geschenkchen, einfach nichts. Super, habe ich gedacht. Ein toller Geburtstag ist das. Happy Birthday, Caro. Meine Eltern haben wieder einmal von nichts anderem als vom Lappi Bender geschwafelt. Der war ihnen viel wichtiger als mein Geburtstag. Ich habe in meinem Zimmer meinen Schulsack geholt, habe mich beleidigt von meinen Eltern verabschiedet und bin schnell aus der Wohnung verschwunden. Im Stegenhaus sind mir Tränen über die Backen gekullert. Aber als ich die Türe zum Hof aufgemacht habe, habe ich meinen Augen nicht getraut. An der Mauer, wo sonst mein altes Babywellöli angelehnt ist, habe ich ein niegelnagelneues, feuerrotes, riesiges Velo mit 21 Gängen, mit glänzigen Speichen und einem tollen Lenker entdeckt.